Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Ich komme heute gerade aus dem Kino. Ich werde mir den neuen Black Panther angucken. Wakanda Forever. Ja, wie dann der letzter Zeit so aussieht, ganz viel Marvel-Filme in der Disney als allzeit präsent. Ja, Marvel-Rat dreht weiter und weiter. Aber als Black Panther dann den neuen Lichtblick für Marvel? Tja, das sieht er heute. Ein großer Merci für dich mal und Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode an. Ich ging so mehr fänken direkt an. Wie sich der Film, wie soll ich sagen, wie der Film schon mal rausstart. Natürlich ist allseits bewusst, dass den Chadwick Boseman leider verstorben ist. Dummer da hat dieser Film eine ziemlich schwere Aufgabe für sich. Das heißt, der Mann konnte leider nicht mehr bei Dreharbeiten einen Deal holen. Und Marvel wollte aber auch noch nicht einfach so einen neuen Black Panther besetzen. Das heißt, das wird dann irgendwie an die Geschichte mit Dragon, das wird irgendwie Sinn müssen machen und das wird müssen respektvoll umgesetzt gehen. Und das war, denke ich, nicht ganz einfach für das können umzusetzen. Auf jeden Fall fängt der Film mit einer schöner Gedenkszene und den Chadwick Boseman und die ganz respektvoll ist, die ganz schön ist. Insgesamt geht der Film von der immens schön mit der Thematik ganz, ja, wie gesagt, respektvoll eben. Dann fängt es an. Wen soll dann den neuen Black Panther gehen? Lange Zeit am Film ist nicht, also wir haben nicht gemotiviert, nicht redest du von dass der neue Black Panther soll gehen. Aber den Titel verredet ja schon, es soll ja aber gehen. Irgendwie muss das ja noch weitermachen. Wir sind ja schließlich halt bei Marvel an, wir machen ja nicht Wakanda Politik-Filme, wir machen einen Black Panther-Film. Also brauchen wir einen neuen Black Panther. Wenn's der ganze Problematik hat der Film, denke ich, ziemlich Probleme gehabt, ein gewisses Pacing zu haben. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei der Geschichte. Natürlich müssen einen neuen Antagonist hier haben, und das ist der Namor. Den taucht ab, weil... War Namor? Moment. Es war Namor. Den taucht ab, weil Menschen nur Vibranium sichern. Ja, das ist überhaupt das überschwellige Thema. Andere Nationen sichern nur dem Material an willen da eben gedeiht wahrscheinlich Waffen herstellen an Wakanda hast du enorm geint, weil sie so der zerstört dich nach selber du wennst behalt mir der Molever für alles. Leider taucht aber dann ob, dass es nicht nimmen an Wakanda Vibranium geht mir auch nach am Meer. Ja, an du könnte Namor anspielen, an den als auch nicht ganz begeistert, dass andere Nationen das Metall willen hun. An es handelt sich eine komplett neue Zivilisation, die innert dem Wasser haust. So, an ohne lo weiter zu viel darauf anzugehen, könnt ihr euch vorstellen, als das ganz interessenmäßig und politikmäßig ziemlich an engem Konflikt. So, wenn das weiter wollt wissen, wie das Ganze dann ablesen und werdet dann genau nach geht während dem Film, dann muss ihr euch selber gucken. Und auf jeden Fall komme ich noch ein bisschen drauf zu schwätzen, wenn mir das ganz gefallen hat. Und ich komme direkt mal zu etwas, was mich gesteuert wird, an der das hier leider, wie bei Marvel, ganz oft den Antagonist. Den Namor als den hast du an den nur eine Motivation. Ich fand die Motivation nicht ganz nachvollziehbar. Also, was ist nachvollziehbar? Ich verstehe schon, was sie wollen sagen, aber das fand ich ein bisschen weit hier geholt. Also, durch zu sagen, dass Menschen dem Space zu singen vollleg waren, was für Hunderten an Hunderte von Jahren passiert ist, und dann abzutauchen und zu sagen, lo will man sie alle gut zerstören, und die wollen Vibranium wollen, lo muss man sie alle gut zerstören. Fand ich ein bisschen, ja, wenn's du meinst, dann mach mal. Ja, so hat man auch heute den Antagonist, hat relativ wenig Stiefgang. Den Antagonist, ich muss sagen, den ersten Black Panther hat man nicht so mega gefallen wie den meisten. Es war ein guter Film, aber die Oscar-Nominierung konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen. Aber den Antagonist hat aber wesentlich mehr Tiefgang. Das war mal von den wenigen bei Marvel, die wirklich
ziemlich gut geschrieben war mir der Tummer siegelos Hummer en ziemlichen 0815 Antagonist du hingestalt an das leider mischt dat dann die ganz Geschichte doch nicht viel mehr interessant das interessant Teil als einfach denke ich die ganz Entwicklung die ganz Dramaturgie während dem sich rauskristallisieren soll ob Wakandalo Black Panther braucht erwähnt soll gehen komischerweise zieht das ganze aber ziemlich statisch so rote vor man seinst du schwer zu greifen während dem Film also das ist so etwas nicht richtig wohin Drehs geht wann bis realisiert wird wohin Drehs geht dann also eigentlich auch schon fertig und da geht das ganze da geht Schlag auf Schlag dann hast halt du warst Black Panther und du müsst an da könnten Endkampf an der warst fertig ja Kampf insgesamt sind cool mal anzugucken dass man heißt du bist zu viel shaky Cam ehrlich gesagt gewirrscht aber war akzeptabel war ganz okay die groß stärkt bei Marvel muss ihn einfach mal so ein Asshalt einfach Optik der Film gesagt bombastisch gut aus an wann Disney natürlich dann das Budget und dann gesehen die Filme eben auch gut aus an auch schauspielerisch als denken ich ganz gut geschafft gehen das groß abgetrumpft geben die meisten Charaktere kennen wir ja schon alle gut den ersten Black Panther oder auch aus Avengers an anderen diverse Marvel-Filme bestimmt darauf fest wo sie überall zu gesehen waren aber schauspielerisch als Datei ein Glanzlichtung du Glanzlichtung ganz solid Lichtung die auch eben mit dem respektvollen Umgang am Tod vom Chadwick Boseman schon kleine Klos am Hals urrege sollen an dat auch gut hinkräen wo ich se Shan umgesagt dramatisch flott me ob de Black Panther 2 da lo de Liesblick für Marvel aus weil Menge nur aus Marvel gerade ob einen klengen oder größeren Tiefflug so ganz sinne Schnitt mi vom Marvel Agehol also dat wat Avengers nach mal gemacht wird ein groß Spektakel geboren hört noch einst du sich bisschen frische Wanderer hört da das komplett river also frischem Wand das mit zu schwätzen mit halt Marvel Formel besser wie lo die Lashpurkeieren besser auf jeden Fall wie da doch DC Menge Meinung nur aufgeliefert wird dat auch schon so beim Tiefflug sind mal an enger konstant Log immer ein bisschen führen das ganz solide Film den sie Shan kann gucken geht auch ziemlich lang wenn man den Tick zu lang gehen an für Leute die sich ich persönlich mobiliert und es sind nicht an die Comiken so dran für Leute die an die Comiken anscheinend ein bisschen dran sehen wird auch als eure Charakter den ungekündigt gibt mit dem man dann mal einer neuer Serie begleckt gehen da das ja dann auch immer das große Thema dabei Disney Serien aus den Nonplusultra an die Richtung schwenken sind wir mehr an du werden auch noch du hast dann eben den neue Charakter ungekündigt gehen den für den man dann noch eine neue Serie soll kriegen Lust mich kein Wissenschaft raus man der wisst ganz genau wer du kriegt Marvel hast du Marvel Optik Audio Bild alles der passt schauspielerisch das passt storymäßig ob dat lo den Dave gang huet den hat keinten hun oder hat vielleicht auch hat sollten hun dat sie du hingestalt das regelrechte Popcorn Kino voilà. Ich denke wann der Marvel zufrieden seht wann der Marvel gern hut dann könnt ihr die gucke go net sei den doch immer am Saal Zielgruppe as vielleicht grad net mi so meng aber das ist ja auch nicht weiter schlimm ich wünschen dann trotzdem einen ganz viel Spaß den die Filme feiert für mich ist sie so ein bisschen raus aus der Marvel Geschichte mir trotzdem voilà, los heißt einfach aufschließen da ich denke das war dann noch ja ich wünsche dir auf jeden Fall trotzdem ganz viel Spaß am Kino mit Black Panther 2 Wakanda Forever.